Die Lydia hat noch den Tisch fertig gedeckt und ist nochmal alles genau durchgegangen. Was sie heute muss loswerden, wird ihr nicht einfach über die Lippen gehen. Aber wie lange sie noch in der Lage sein wird, ihnen alles zu erklären, hat sie nicht gewusst. Was sie aber gewusst hat, ist, dass ihre Zeit bald abläuft. Ihr sind zwar Medikamente verschrieben und eine Therapie empfohlen worden, aber erstere hat sie vor ein paar Wochen abgesetzt. Und auch die Therapie wird sie nicht mehr anfangen. Lang genug ist sie schon von ihm getrennt. Wenn alles vorbei sei, würden sie zwei endlich wieder zusammen sein. Und bis ans Ende der Tage den ganzen Alltag nur noch von Therapien und der Medibox diktieren zu lassen, das wäre einfach nicht ihr Stil. Die Lydia ist schon ihren eigenen Weg gegangen, bevor ihr in diesem Land das Stimmrecht erteilt worden ist. Sie hat ihr Leben gelebt. Und es war ein gutes Leben gewesen. Auch wenn es phasenweise ein einsames war. Viele wichtige Projekte hat sie vorantreiben. Und auch die grosse Liebe hat sie gefunden. Auch wenn das Glück nicht von langer Dauer war. Aber sie hat das Beste aus allem gemacht. Sich immer wieder aufrichten und führen zu schauen, in dem war Lydia eine Meisterin gewesen. Aber jetzt, gegen den Schluss einfach nur noch den Tod rauszuzögern, wäre nicht ihr Ding gewesen. Sie geht, wie sie will. Solange es nicht in einem sterilen Spitalzimmer ist alles gut. Und natürlich wäre es auch schön, wenn sie dabei nicht allein wäre. Aber wenn es dann so sagt, dann sag es halt so, hat sie sich gedacht. Wo sie vom Esszimmer in Gang läuft, bleibt sie vor dem einen Bild stehen. Die Lorina hat eben schon Talent, hat sie sich gesagt. So schade, dass sie schon so lange nichts mehr gemalt hat. Aber allein eine kleine Tochter aufzuziehen, sei halt schon nicht ohne. Und Lydia hat auch eine Vermutung gehabt, was die Lorina dazu durchgemacht haben muss. Sie hat sie nämlich nur einmal nach dem Vater vom Kind gefragt. Viel gesagt hat sie dort nicht, aber ihre Augen haben mehr erzählt als 1000 Worte. Lydia war froh über die Freundschaft mit der Lorina. Und Lydia war sich auch sicher, dass es der Lorina mit ihr genauso gegangen ist. Ab und zu die Tochter von der Lorina zu hüten, hat sowohl der Lorina wie auch der Lydia etwas gegeben. Der Lorina hat sich ein bisschen Raum und Zeit verschafft, der Lydia eine Verbindung zu der jüngsten Generation und eine Vorstellung davon, wie das Leben gewesen wäre, wenn sie selber mal eine Tochter großgezogen hätte. Dann läutet es plötzlich an der Tür. Die Lydia hat jedes Jahr für sich heimlich einen Tipp abgegeben, wer von beiden zuerst auftauchen würde. Und heute ist ihr Tipp einmal mehr aufgegangen. Der Nevin war schon immer so pünktlich gewesen, als hätte er auch sonst einen dicht gedrängten Terminplan. Auch wenn das natürlich nicht der Fall war. Auch mit dem Nevin hat sie über die Jahre eine tiefe Freundschaft entwickelt. Dass jemand wie er auf der Straße lebt, hat Lydia nie verstehen. Viel zu viel Potenzial liegt bei diesem Mensch ungenutzt herum. Natürlich hat er ihr auch von seinen Schattenseiten erzählt. Aber die Lydia hat dabei immer gefunden, dass der Nevin mit sich viel zu hart ins Gericht geht. Ihr Angebot, bei ihr zu wohnen, hat er so oft abgelehnt, dass sie ihn irgendwann halt einfach nicht mehr gefragt hat. Auch wenn sie ihr das Herz breche, ihn auf der Straße leben zu sehen, so müsse sie halt seine Entscheidung trotzdem respektieren. Kurz nach dem Nevin taucht auch die Lorina mit ihrer Tochter auf. Perfektes Timing. Weil gerade in dem Moment ist das Essen parat. Die vier stossen da und reden dann über alles Mögliche. Auf den ersten Blick würden wohl die wenigsten denken, dass diese Runde zusammenpasst.
Aber irgendwie haben die vier über die Jahre so eine Vertrautheit und einen Halt ineinander gefunden. Sowohl die Lorina als auch der Nevin haben zwar beide nie richtig verstanden, wieso die Lydia so viel von ihnen gehalten hat. Aber sie haben es als riesiges Kompliment angeschaut. In den Stunden, wo sie amigs zusammen sind die vielen Schattenseiten von allen in den Hintergrund gerückt. Sorgen sind genauso austauscht worden wie Witze, wo so flach sind wie ein Schnitzel. Die Lydia geniesst den Moment, wo alle ein unbeschwertes Lachen in ihren Gesichtern haben. Dann fasst sie sich aber ein Herz und teilt ihnen ihre Pläne mit. Einen perfekten Zeitpunkt dafür wird es sowieso nie geben. Darum müsse sie da jetzt einfach irgendwie durch. Sie durchbricht die zufriedene Stille und bedankt sich bei allen nochmal, dass sie auch dieses Jahr bei ihr zum Znacht vorbeigekommen sind. Eine schönere letzte Weihnacht hätte sie sich nämlich nicht vorstellen können. Die Lorina, ihre Tochter und der Nevin sind sich nicht sicher, ob sie richtig gehört haben und fragen darum ungläubig nach, wie die Lydia das gemeint hätte, von wegen letzte Weihnachten. Schliesslich sagt sie doch noch topfit für ihr Alter. Was an dieser Stelle vielleicht erwähnt werden sollte: die Lydia hat am Nevin und der Lorina zwar vieles aus ihrem Leben anvertraut, aber dass sie schwer erkrankt ist, das hat sie ihnen verschwiegen. Sie hat sie nicht unnötig noch mehr belasten. Jetzt bricht sie aber ihr Schweigen zu dieser Situation. Die Lorina und der Nevin fragen sichtlich aufgelöst, ob es dann keine Therapien oder Medikamente gäbe, die ihr helfen könnten. Die Lydia schweigt für einen Moment, während dem Nevin und der Lorina Tränen übers Gesicht runterkullern. Theoretisch gäbe es schon Mittel und Weg, aber ihr fehle einfach der Wille und die Kraft für das Ganze. Sie hätte ein tolles Leben gehabt, aber der Gedanke, schon bald wieder bei ihrem Mann zu sein, verschaffe ihr ein grösseres Wohlgefühl, als bald die meiste Zeit mit Ärztinnen und Ärzten zu verbringen. Sie wüsste sehr wohl, dass das egoistisch sei von ihr. Aber in dieser Sache müsse sie jetzt einfach egoistisch sein. Es stimme so für sie. Die Lorina und der Nevin können es nicht richtig glauben. Sie haben ja schon gewusst, dass die Lydia nicht mehr ewig unter ihnen sein. Aber dass das Ende schon so bald käme, auf das sind beide nicht gefasst gewesen. Die Lydia ist zum Lichtblick in ihrem Leben geworden. Eine Inspiration, ein Hoffnungsschimmer, eine Person, die in ihnen gesehen hat, was sie selber nur noch schwer in sich haben können erkennen. Die Lydia hat die beiden, wie auch die Tochter von der Lorina, ganz fest umarmt. Jetzt haben alle vier müssen brüllen. Wo sich alle vom ersten Schock wieder ein bisschen beruhigt haben, ringt Lydia um Fassung und meint, dass sie ihren Freunden das nicht nur erzähle, damit sie alle noch trauriger als sonst schon sagen. Ihr Tod soll nämlich auch etwas Gutes für sie haben. Der Nevin und Lorina haben gewusst, dass die Lydia keine arme Frau ist. Für das haben sie zu oft erlebt, wie sie diverse Leute und Organisationen immer wieder finanziell unterstützt hat. Aber sie hat auch in einer ziemlich unspektakulären Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Vom Materiellen her hat also herzlich wenig auf irgendwelchen Reichtum schliessen lassen. Lydia verratet an der Lorina und dem Nevin, dass sie sich nur etwas wünsche von ihnen zwei. Nämlich, dass sie beide das Leben von sich selber und Lorina auch das von ihrer Tochter so werden leben, als würde Geld dabei keine Rolle spielen. In ihrem Testament hat sie nämlich ihr ganzes Vermögen 50-50 auf sie zwei aufgeteilt.
In den Gesichtern von der Lorina und dem Nevin tun sich x Fragezeichen auf. Die Lydia hat den Blick vom Nevin gesehen und drin schon herausgelesen, dass er in wenigen Sekunden wieder sagen würde, dass er das nicht annehmen könne. Dass er mit viel Geld nur wieder sich selber und anderen schaden würde. Aber die Lydia kommt ihm zuvor und sagt, dass es für ihn nur 2 Optionen gäbe. Entweder nehme er das Geld an, oder sie verfolge ihn nach dem Tod als Geist und er werde sie so dann nie mehr los. Das Ganze sagt Lydia so, dass niemand von den Beteiligten so richtig weiss, ob das von ihr ein verzweifelter Versuch sei, die Situation aufzulockern oder ob sie das tatsächlich ernst meine. Jedenfalls gibt es einen wundervollen, leichten Zwischenton in die deprimierende Atmosphäre hinein und alle lachen und brüllen gleichzeitig. Was mehr dominiert, kann keiner wirklich sagen. Und Lydia schickt nachher, dass es ihm seine freie Wahl sage, was er mit dem Geld alles mache. Sie glaube aber, dass er aus seinen alten Fehlern gelernt hätte. Viel zu viele Gelegenheiten hätten sich in den vergangenen Jahren ergeben, um wieder komplett ins Loch zu fallen. Es hat schon einen Grund, wieso das aber nicht passiert sei. Und wenn er gleich einen Tipp von ihr bräuchte, wie er das Geld einsetzen soll, dann würde Lydia ihm raten, die karitativen Bestrebungen, die sie in ihrem Leben unternommen hätte, weiterzuführen. Schliesslich macht es doch Sinn, dass jemand die Fäden in der Hand hätte, der selber wisse, wie es ist, wenn man sich ganz am Ende wähnt. Er verdiene eine neue Chance. Aber die müsse er sich halt selber auch zugestehen. Daraufhin wendet sich Lydia auch der Lorina zu und meint, dass sie zwar wohl nie die ganze Geschichte von ihrem Leben werde erfahren, aber eins auf jeden Fall wisse, dass die Lorina ein viel zu guter Mensch sei, um das durchgemacht zu haben, was auch immer sie durchgemacht hätte. Und dass sie ihre Entscheidungen künftig nicht mehr aus der Angst treffen soll, nicht zu wissen, wie sie das Essen oder die Betreuung von ihrer Tochter finanzieren können. Sie soll sich das Leben gestalten, das ihr und ihrer Tochter gut täte. Lydia blickt aufs von der Lorina gemalte Bild und sagt, dass sie ihr unter anderem auch ihr Häuschen am Meer in Südspanien vererbe. Sie hat dort unten früher auch sehr gern gemalt. Eine Staffelei stehe dort immer noch parat. Die Welt bräuchte mehr Bilder von ihr und Lydia würde sich freuen, wenn sie wüsste, dass die Lorina ihren letzten Pinselstrich noch nicht gezogen hat. Einen kurzen Moment später liegen sich alle wieder in den Armen. Die Lorina und der Nevin können einfach immer noch nicht glauben, wie jemand so selbstlos und so voller Liebe für sie kann sein. Sie geben der Lydia zu verstehen, dass sie ihrem Wunsch werden nachkommen. Der ganze Abend wechselt sich bei allen Lachen und Brüllen ab. Die zusammengewürfelte Truppe, zusammengehebt von der Lydia, hat in ihren dunkelsten Stunden zu Freundschaft, wenn nicht sogar Liebe gefunden. Und sie alle hätten dafür nicht dankbarer können sein. Die nächsten Monate sind vergangen und Lydia, der Nevin und Lorina, wie auch ihre Tochter, haben ihre Freundschaft weitergepflegt. Und am Schluss von dieser Geschichte kann ich dir auch sagen, dass Lydia ein paar Monate später auch nicht allein und nicht im Spitalzimmer ihre letzte Reise antreten konnte.